So, jetzt zeige ich euch eine Variante von Sonnengrüßen, und zwar den Bangladesch-Sonnengruß in Version B. Wir stehen dabei mit geschlossenen großen Zehen, das angenehm die Fersen so 1 cm auseinanderzuhalten, und wir thronen auf den Fuß, das heißt, wir hängen da irgendwie so herum, sondern wir pflanzen uns regelrecht auf. Der Körper ist ganz aufrecht, so als würde man vom Hinterkopf von einer imaginären Marionettenschnur baumeln. Der Körper ist weich, so wie so etwas Achtartiges. Dann falten wir die Hände vor der Brust, kommen hoch und heben uns auf die Zehenballen. Das hilft, den Blick dabei auf irgendeinen unbeweglichen Punkt gerichtet zu halten. Schultern weg von den Ohren. Dann setze ihr die Fersen ab und taucht mit runden Rücken und geraden Beinen nach vorne ab. Umarmt die Beine. Es ist völlig egal, ob das auf Oberschenkelhöhe, Wadenhöhe, wo er immer ist. Die Beine sind stark und der Oberkörper ist so das weiche Pendant dazu. Der Oberkörper beginnt sich ein bisschen zu regeln und zu schmiegen, und was passiert dadurch? Ich variiere die Intensität der Dehnung und ich variiere deren Richtung. Das heißt, ich bin nicht zufrieden mit einem Stuhl nach unten und dann Maximum halten, sondern es hat etwas sehr Weiches an sich. Was Experimentierendes und was Eigenständiges vor allem. Dann setze ich die Fingerkuppen ab, bringe den rechten Fuß weit zurück, setze das rechte Knie zu Boden und stecke so weit zurück, dass, wenn ich dort mit der Hüfte tief gesunken bin, das vordere Knie exakt oberhalb des Knöchels ist. Ich komme hoch, als Zwischenschritt ziehe ich meinen Unterbauch hoch und das Steißbein tief, damit der Unterrücken mehr Länge kriegt. Breite die Arme nach vorne aus und dann mit diesem tief gezogenen Steißbein sinke ich vorsichtig in diesen Ausfallschritt rein. Wohl dosiert, nicht reinknallen, immer auch mit der Möglichkeit nachzujustieren. Dann setze ich die Hände ab, genau neben dem vorderen Fuß. Der linke Fuß geht ebenfalls zurück, Füße zueinander, Knie breit, der Hintern zu den Fersen. Die Hände bleiben, wo sie waren. Ich richte mich wieder auf, bringe die Knie zusammen, verlagere das Gewicht nach vor, winkel die Ellbogen am Körper ab und tupfe mit dem rechten Ohr vor den Fingerkuppen zu Boden, richte mich auf, selbe bis zum linken Ohr, richte mich auf, lege mich flach am Bauch. Halte meinen Hintern fest und hebe mich mit der Rückenmuskulatur an, Schultern weg von den Ohren, der Blick eher nach unten, nicht rauf, weil sonst der Nacken knickt. Und ich versuche zu erfühlen, ob ich symmetrisch eingerichtet bin. Das heißt, sind beide Hüftknochen und beide Seiten der Rippen gleichmäßig belastet. Beide Füße. Ich versuche immer symmetrisch durch die Körpermitte zu arbeiten. Dann setze ich die Hände unter den Schultern ab, bringe die Füße hüftbreit auseinander und gehe weiter in den Hund. Ich finde es angenehm, das Ganze als Zwischenstadium über abwinkelte Beine zu machen. Den Oberkörper wirklich zu den Oberschenkeln zu schicken. Schultern weg von den Ohren und dann die Beine gerade zu richten. Da kann man wieder dieses Regeln einflechten, den Körper so ein bisschen spielen lassen. Dann setze ich den rechten Fuß genau zwischen den Händen wieder ab. Und wenn der Fuß so selbst nicht will, dann schnappe ich mit der Hand und positioniere ihn vorne. Richten wieder auf, ziehe das Steißbein tief, hebt die Arme und sinkt dann mit diesem tief gezogenen Steißbein in den Ausfallschritt. Setzt die Hände wieder vorne ab, bringe den linken Fuß ebenfalls nach vor, die großen Zehen wieder zueinander, ich umarme die Beine. Lass den Scheitel mit der Schwerkraft folgen und wieg mit aus der Wiese. Dann falte die Hände vor der Brust, komme mit runden Rücken wieder hoch, gerade Beine, richte mich auf, winkel die Ellbogen ab, drücke die Handflächen aneinander, lasse das Kinn bei der Brust und hebe nur das Brustbein an. Das heißt, die Biegung ist nur in der Brustwirbelsäule, hat nichts im Kreuz zu tun. Es ist eher ein Strecken als ein Knicken. Und dann kehren wir zurück zur Mitte.